Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Vita Beast Ultimate Cities. Ja, wenn ihr vielleicht schon im Bildschirm gesehen, ja, Solarpanel, was machen wir wohl in dieser Folge? Wir beenden unsere Energiekrise ein für alle Mal. Und zwar haben wir es endlich geschafft. Ultimate Hybrid Solar Panels. Es hat so lange gedauert. Es ist endlich wahr geworden. Hat extrem viel UU-Meter auch gebraucht. Beginn. Wir haben endlich ein einziges, ein einziges Ultimate Hybrid Solar Panel. Und ich zeige euch kurz, wie man die macht. Man kann sie auf zwei Arten machen. Entweder man nimmt Hybrid Solar Panels und umkreist ein Advanced Circuit damit. Oder man macht es, wie ich es gemacht habe, direkt aus einem Advanced Solar Panel. Der Grund, warum ich es direkt mache, ist einfach, man spart 4, sage und schreibe 4 UU-Meter, wenn man es auf die Art macht. Weil es irgendwie 4-mal irgendwas weniger braucht oder so, keine Ahnung mehr. Auf alle Fälle braucht man Coal Chunks, die macht man aus Obsidian und Compressed Coal Balls. Das ist Coal Ball und den macht man aus Coal Dust, wo man beim Masserieren von Kohle bekommt, und Flint. Und Enriched Solar Sunarium, ich hoffe, das sagt man so, weil das ist so Sun und so. Sunarium Alloy. Das braucht man Enriched Sunarium. Oh Gott, das Wort. Und Sunarium Alloy. Sunarium Alloy ist Iridium Plate. Für da haben wir eben den Implosionskompressor von der letzten Folge müssen machen. Und Sunarium. Und Sunarium braucht man eben 6 UU-Meter und Glowstone in der Mitte. Der andere Teil vom Sunarium, Enriched Sunarium, ist einfach Irradiant Uranium und Sunarium, wo wir ja vorne schon gesehen haben. Und das ist einfach Glowstone und Uran in der Mitte. Und den haben wir schon. Lapis Lazuli Block ist eigentlich klar. Tut man 9 Lapis Lazuli Dinger kompressieren. Zusammendrucken halt. Und Advanced Solar Panels, die haben wir ja auch schon gemacht. Beziehungsweise haben wir noch 10 davon. Das Problem ist einfach, wenn wir jetzt noch mehr von denen machen, erstens mal dauert das ewig, wie ihr seht. Er muss extrem viel Zeug machen. Es füllt fast die ganze Leiste. Er muss zuerst einmal all die da hier die Platten machen, damit er kann Mixed Metal Ingots für Advanced Alloy, dann für das alles ist nur für eine Iridiumplatte. Und die Iridiumplatte muss er nachher mit Sonarium weiterverarbeiten und weiterverarbeiten und weiterverarbeiten. Und schon allein der Cold Chunk, ein Cold Chunk, braucht extrem lang, weil er muss ja 8 von diesen Mini Compressed Coal Balls, und die sind wieder 8 Coal Dust. Das heißt, es ist ein Stack Kohle, wo er muss masserieren zuerst, bevor er eins von denen kann machen. Und das muss auch noch kompressieren. Und all das, darum dauert es ziemlich lang. Darum, ja, öffne mal. Hallo. Leckt's und wirft mir jetzt einen raus? Bitte nicht. Es raucht noch. Ich kann noch Zeug machen. Da kann ich. Wieso kann ich? Oh oh. Ich habe eine dumpfe Befürchtung, dass jetzt gerade abstürzt. Falls ja, melde ich mich jetzt bald wieder. Ja, er ist abgestürzt. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, am kleinen Cut. Auf jeden Fall, wir haben das Zeug noch im Inventar, das ist gut. Keine Ahnung, was er gemacht hat, er ist irgendwie 1 Minute, 2 offline gewesen. Fragt mich nicht. Auf jeden Fall, tun wir jetzt Ultimate Hybrid Solar Panels. Ich tu mal einfach, ist vielleicht ein bisschen ambitiös, 10 in Auftrag geben. Wahrscheinlich haben wir nicht annähernd genug UU-Meter. Können wir mal schauen. Meter. Naja. 163. Wir haben nochmal über 500 gehabt. Lange vielleicht nicht ganz so weit. Aber wir werden auf jeden Fall, da kommen übrigens noch Lampen rein irgendwann. Theoretisch. Ich werde auch mal zeigen, wo dass ich die da hier werde platzieren. Ich werde es jetzt noch nicht platzieren, weil ich weiß nicht, wie ich die am geschicktesten wieder wegbringe. Die sind sehr teuer. Verdammt teuer. Auf jeden Fall werden die genau da in einer Zweierreihe auf den beiden Seiten werden Ultimate Hybrid Solar Panels sein. Das gibt uns auch sonnige Tage. Wie viel gibt's? Also ein so ein Solarpanel gibt 512 EU pro Tick. Das mal 56, weil das ist 4 mal 8.
Also, beziehungsweise eine Reihe ist 8 lang. Das ist 2 mal 8, 4 mal 8. Ach nee, what the fuck? 56, 4 mal 8, 36. Ich sollte vielleicht lernen rechnen. Vielleicht ist so andere, vielleicht ist so länger als 8. Warte mal, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 32, 64. Egal, wir sehen es ja dann. Auf jeden Fall gibt es Haufen Strom für uns, was ich sehr, sehr gut finde. Und ich werde das Ganze mal möglichst unauffällig verkabeln und zu einer Energiespeicherungsstation führen. Und wir sehen uns wieder, wenn ich das gemacht habe. So, meine Damen und Herren, wir verkabeln Sie am besten Ihre neu erworbenen Ultimate Hybrid Solar Panels. Das ist richtig, so dass es jeder kann sehen. Wie ihr seht, da unten, von unten her sieht man es dann auch, weil ich kann die nicht abdecken, habe ich mir überlegt, aber ich habe gedacht, wir müssen unseren Reichtum doch auch ein bisschen zeigen, oder nicht? Und darum habe ich die Solarpanels hier angebracht, also beziehungsweise eins einmal, weil wir können es im Moment noch nicht leisten. Dann mit Glass Fiber Cables, weil, wenn ihr seht, er produziert 512 EU pro Tick. Das ist das Maximum, das die können aushalten, aber das ist gut. Und dann können wir da aber, dass auch jeder schön sieht, das muss ich sowieso noch zumachen, da. Zack, zack. Und wohin geht das? Genau, es geht aber in unseren Raum, wo MFS Hughes wartet. Die können, glaube ich, 1 Million halten. Genau, oder 10 Millionen. 10 Millionen EU. Und wie ihr seht, fühlt sich die ziemlich schnell, nur mit einem Solarpanel schon. Und ich habe mal 5 von denen gemacht, die werden sich alle der Reihe noch füllen. Die werden zwar die hier auch wieder auffüllen, falls die leer sollte sein. Aber eigentlich habe ich vor, da 3 Reihen quasi von denen zu machen, wo die immer die nächste vordere könnten auffüllen. Das heißt, wir haben pro Strang quasi von MFSUs 30 Millionen EU, bis der ganze vorderste leer ist. Und das 4-mal. Das gibt 120 Millionen EU. Und ja, da haben wir noch einen Mid-Voltage Transformer und einen Low-Voltage Transformer, damit unsere Geräte sich nicht in Luft auflösen, weil die haben ja die kleine Angewohnheit, dass es Bumm macht, was ich sehr cool finde. Aber jetzt können wir mal testen, ob die immer noch funktionieren, wenn wir das hier kappen. Kappen, danke. Mal schauen. Immer noch voll aufgeladen. Immer noch voll aufgeladen. Das wird so aufgebraucht. Ah, es wird aufgebraucht. Das ist schlecht. Wieso das? Theoretisch sollte das da hinten verbunden sein. Theoretisch. Also wir haben da ein Kabel. Und wir haben da hinten ein Kabel. Wir haben da unten ein Kabel. Das Ding da hier füllt sich, das ist gut. Jetzt ist einfach die Frage. Jetzt können wir gerade mal testen. Ich habe eben noch MFEs, die ich da vorne weggenommen habe, weil das da hier, die ganze Maschinerie da, die wird wegkommen. Die ist einfach hässlich und verbraucht zu viel Platz für das, was sie bringt. Aber jetzt können wir gerade mal testen. Fühlst du dich? Du fühlst dich nicht. Heißt das jetzt, ich habe die falsch abgebracht? Ja, das wäre es mit dem Wrench. Kann man mir so angewöhnen, wieder Wrenches zu benutzen, weil der Omni-Wrench ist zwar gut, aber leider nicht immer. So, und du gehst auch noch kurz weg. Danke. Dann müssen wir euch nämlich umkehren, weil ich glaube, ihr müsst umgekehrt sein. Da haben wir den Low Voltage Transformer. Der kommt so rein. Mit dem roten gegen Appe. Danke. Und dann müssen wir schauen, wie wir da wieder rauskommen. So am besten. Zum Glück habe ich überall Silk Touch drauf, das hilft sehr. Kann ich da... Mache ich einfach so. Dann wir das da an. Es ist... Ja, gegen Appe. Gut. Und dann verbinden wir und hoffen, dass nicht explodiert. Und dort unten kommt wieder Stone.
Ach ja, die kleinen Macken von Minecraft bitte. So, und jetzt testen wir nochmal. Ja, du fühlst dich, das ist super. Kann ich dich gerade wieder löschen? Also löschen. Ich nehme dich in meine sanfte Obhut. So, das heißt, dass du hier fühlt sich, fühlt sich trotzdem noch. Ähm, das ist das da hier, das Ganze brauchen wir nie mehr. Du da hier solltest wieder genug Power haben. Hast du? Das ist super. Dann kann man nämlich das da hier löschen, in die Wand reinführen, das Ganze da hier auflösen, das da hier auflösen und eine direkte Leitung ohne Low Voltage Transformer vielleicht gerade zu unserem ME-System ziehen. Und jo, ich mach das mal und wir sehen uns noch. So, ich habe mich umentschlossen. Es ist zwar keine schlechte Idee gewesen, da schon in Low bzw. Mid Voltage umzuwandeln, aber weil höhere Voltzahlen sich besser, also schneller verbreiten quasi, weil ja mehr aufs Mal verschickt wird, mache ich es erst, sobald ich es rausziehe, haben wir da je einen Mid-Voltage Transformer dazwischen der MFE, damit es ein bisschen speichert und so. Und dann da nochmal Low Voltage Transformer, damit die immer schön genug Energie haben. Und da genau das gleiche nochmal. Und ich denke, so ist es ziemlich gut. Was macht denn das da? Das ist noch das Überbleibsel von unserem alten. Und dann haben wir, wie ihr seht, da nichts mehr Kabel. Komische Crafting Table. Nichts mehr Kabel, nur noch da Kabel und da geht's hinten runter und in unsere Leitung rein, wo auch da unter die Tür wieder geht. Und jetzt haben wir endlich genug Energie. Und zwar so viel Energie, dass das vielleicht schon voll ist. Halb voll, fast voll. Naja, es braucht schon ein bisschen von dem, was wir haben. Aber da wir ja so eine super tolle Ultimate Solar, Hybrid Solar Panel haben, tut es erstens mal in der Nacht aufladen. Ich finde das Tor immer noch so cool. Und zweitens tut es unter Tag, glaube sogar mehr produzieren, als wir könnten verbrauchen. Schauen wir mal schauen, wie viel produziert es jetzt. 64. Ja, da geht jetzt noch. Und unter Tag irgendwie es 2, 4, 8-fache. Ich glaube das 8-fache, da kommt hin. Dann schlafen wir mal und schauen, ähm, ob es mehr gibt, als wir verbrauchen. Ich glaube schon. Und falls nicht, wir können immer noch, also, und falls nicht, es gibt kein falls nicht, weil wir machen noch mindestens, vorläufig, mindestens eins noch zusätzlich und einfach die ganze Reihe wird dann einfach gefüllt, also von dem her, mal schauen. Du fühlst dich nicht, du fühlst dich nicht, nein, du fühlst dich, du fühlst dich. Ich glaube, du fühlst dich, oder? Ja, du fühlst dich. Das ist gut, dass du dich fühlst. Ich mag dich, wenn du dich fühlst. Das Problem ist einfach, wir brauchen noch einen Haufen Juju-Meter, weil wir haben noch 45. Da lange nicht so weit. Solarpanel. Wir werden ja nochmal eins machen. Aber wir haben wahrscheinlich ziemlich sicher zu 99% Sicherheit nicht genug Zeug. Wir schauen jetzt kurz. Und sonst, ich möchte das gerne noch in dieser Folge machen. Mal schauen. Ja, da haben wir jetzt. Ja, ist gut. Ist gut. Da. Wahrscheinlich nicht genug. Wir brauchen einen Haufen Iridium. Da braucht auch schon einen Haufen Juju-Meter Missing. Gesehen. Dann werde ich jetzt einmal den Metal Fabricator installieren und ihn ein bisschen laufen lassen und dann sehen wir uns, wenn wir wieder genug von dem Zeug haben. So Leute, wir haben es endlich geschafft. Die letzte, also die zweite Ultimate Hybrid Solar Panel ist in Position. Beide produzieren 512 EU pro Tick. Wie ihr seht, tut es nicht einmal richtig absaugen. Also es produziert so viel. Wir können jetzt gerade kurz runter schauen, weil Ähm, es hat ein Weile gedauert, bis halt die Juju-Meter vorhanden war, weil es braucht 512 Juju-Meter für ein Ultimate Hybrid Solar Panel und ja, da dauert nicht so lang, also da ist nicht so schnell vorhanden. Auf jeden Fall habe ich währenddessen mal noch die restlichen MFSUs gemacht
und da den Mass Fabricator angepflanzt. Und jetzt schauen wir mal. In dem da hier haben wir schon fast voll. Wir haben 8.200.000 EU. Und da haben wir 10 Millionen EU. Und da haben wir 10 Millionen EU. Und da haben wir 10 Millionen EU. Also ich würde sagen, wir haben keine Energieprobleme. Jedenfalls was EU anbelangt. Ähm, wenn die alle Solarpanels da oben voll sind, irgendwann, dann werden wir auch so keine Probleme haben. Und ja, ich würde sagen, nächstes Mal machen wir noch kurz eine kleine Recycling-Anlage. Das heisst, Cobblestone produzieren, in die Recycling-Anlage schmeißen, aus Scrap Scrapboxen machen und die dann wieder in Mass Fabricator rein tun. Weil auf Tour ist es erstens langsam so, ähm, Dingsbums, UU-Methods produzieren. Und mit zum Beispiel Uran, Staub oder Forcium oder irgendwas anderes, wir haben halt wirklich nicht genug von dem Zeug. Also zum Beispiel Uran, ups, jetzt sehen wir da, haben wir nur 600. Und ich weiß jetzt echt nicht, falls wir irgendwann mal noch einen Reaktor bauen wollen, könnte es sein, dass wir vielleicht ein bisschen zu wenig haben. Aber ja, das ist das Problem von der nächsten Episode. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Schreibt einen Kommentar. Ähm, sagen wir, was ich noch verbessern kann an diesen Videos. Und ja, man sieht sich mal. Tschüss.